du bist ein guter Vater. Und wie wir gesungen haben, hey, du liebst uns, wir sind Geliebte. Und Vater im Himmel, am heutigen Morgen wünschen wir uns nichts anderes, als wir ein Stückchen mehr von deinem Plan, für unser Leben, für unser Kirche sehen, Herr Jesus Christus. Ich bete, Herr, das darf morgen sein, wo wir mehr in die Wahrheit hineinlaufen, dürfen mehr das hineinlaufen, was du für uns ready hast. Ich danke dir, bist du gut, willst du zu uns reden und wir wollen unsere Herzen, so die Augen von unseren Herzen öffnen, für das, was du uns heute Morgen willst sagen. Amen. Amen. Guten Morgen miteinander. Guten Morgen. Hey, wir sind vor gut 2 Wochen in die Predigtserie Shine Bright gestartet. Und ich will zum Start einen kurzen Rückblick machen, wie vielleicht die einen von euch nicht die ganze Zeit rum sind oder die anderen brauchen noch mal so ein bisschen einen Refresher, was genau gekommen ist. Es war nämlich super gewesen. Vor 2 Wochen hat Joni gestartet mit einer sensationellen Predigt. Hat sein Herz mit uns geteilt zum Thema Gebet. Und er hat gesagt, dass von dieser vom Shine Bright, dass der Anfang ist im Gebet. Wenn wir ins Gebet gehen, wenn wir für unser Umfeld beten, wenn wir für Menschen in unserem Umfeld beten, aber auch für uns selber. Und ich finde, er hat so gut aufgezeigt, die Kraft vom Gebet. Hey, unterschätzen wir nicht, was das Gebet für eine Sprengkraft hat. Und dann sind wir am 2. Sonntag gegangen. Der Elias hat uns so drin genommen in die Hoffnung, die wir haben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Die Hoffnung, die wir bekommen haben durch Jesus. Einerseits im Heute, im Jetzt, die Hoffnung, die ich habe, aber auch in der Zukunft, wenn das Leben irgendwann da vorbei ist, auf dieser Erde. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du da drinnen sitzt und du sagst, hey, ich brauche ein Stückchen mehr von dieser Hoffnung, dann lass die Predigt nach. Er hat es so gut und ermutigend aufgezeigt, hey, wo dass du die Hoffnung findest und wie wir die Hoffnung weiterbringen können. Shine bright, oder? Die Hoffnung können rausleuchten zu den Menschen raus. Es lohnt sich zum Nachlesen, es ist enorm ermutigend und hey, lass dir das nicht entgehen. Heute gehen wir in den 3. und in den letzten Teil von dieser Shine Bright Serie. Wir legen einen mega grossen Fokus auf die Shine Bright Season, wo wir vor ein paar Wochen so darüber geredet haben und gestartet haben. Weil wir glauben, dass es den Menschen besser geht, wenn sie Jesus erleben, wenn sie Jesus in ihrem Leben dürfen entdecken und dürfen ihn erfahren. Und das ist unser Ansporn, wieso dass wir die Shine Bright Season machen. Weil wir glauben, hey, du und ich, wir haben einen Gott, der in uns lebt, einen Gott, der so eine Kraft hat, einen Gott, der Menschen begegnen kann, der Menschen verändern kann, der die Welt zu einem besseren Ort machen kann, dass Menschen dürfen aufblühen. Und ich finde, das ist begeisternd, wenn das wirklich passiert. Hey, für das gehen wir und für nichts anderes. Ein Gott, wo Leben verändert durch uns. Und wie genial ist es, wenn wir uns so vorstellen, was alles durch die Shine Bright Season passieren kann. Wenn vielleicht du für Menschen anfängst zu beten und plötzlich werden sie gesund und werden geheilt. Vielleicht, wenn du deinem Nachbarn begegnest, wenn du am Anparkieren bist, du begegnest ihm und erzählst irgendwie von dieser Hoffnung, die du hast. Irgendwie kommst du ins Gespräch, erzählst ihm, und es löst so ein Feuer von Hoffnung bei ihm aus. Und es fängt etwas an zu brennen. Und er will mehr von dieser Hoffnung wissen. Hey, vielleicht, wenn die Mitarbeiter auf deine Einladung für das Christmas Special, für einen Gottesdienst reagiert, da ankommt, da innen sitzt und plötzlich einen Sinn für sein Leben findet. Wie genial ist das? Hey, wie cool, das will man doch sehen. Oder? Wenn Menschen verändert werden, wenn Menschen durch die Kraft von Jesus verändert werden. Wenn der Gott, der in uns lebt, der alle Antworten hat auf alle Sehnsüchte, auf alle Nöte, auf alle Fragen, wenn der anfängt zu wirken und Menschen verändert werden. Wie cool. Hey, ich will das noch mehr sehen. Ich will Teil von dem sein. Das begeistert mich so. Und für das will ich gehen. Aber die Realität ist doch oftmals ein bisschen anders. Sie ist herausfordernder als jetzt, wenn ich gerade so geschwärmt habe. Vielleicht nur schon, wenn es Montag ist und deine Mitarbeiter fragen dich, hey, was war dein Highlight vom Wochenende? Und eigentlich wüsstest du, hey, das Highlight war, als ich ins Gebet gegangen bin, zum Gebetsteam, wo ich Gottes Gegenwart so stark über meinem Leben gespürt habe wie noch nie. Aber du merkst, irgendetwas in dir innen verstieft sich ein bisschen und du sagst lieber ja das Nachtessen mit der Familie, es war so harmonisch, so gut gewesen. Oder vielleicht Party, Samstagnacht, oder? Mega cool gewesen. Hey, oder vielleicht Nachbarn, wo du immer wieder hörst, streiten.
Immer sind sie am Streiten und du denkst, hey, eigentlich müsste ich denen mal von dem Frieden erzählen, den ich erlebe in meinem Leben. Und jedes Mal, wenn du es triffst, ist es so ein bisschen, ja, ist jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt? Nein, ein anderes Mal. Ich glaube, die wollen das sowieso nicht. Die bringen das schon wieder an, die haben es so wieder gut, oder? Oder hey, vielleicht geht es so wie mir. Vor ein paar Wochen bin ich meiner 94-jährigen Nachbarin, der Gretel, im Stegenhaus begegnet. Und Gretel war am Auflaufen und hat so mega grosse Mikro-Tüten dabei gehabt, oder Säcke. Und ich habe gesagt, hey, lass mich dir helfen. Ich habe die abgenommen, ihr Haus getragen, ihr geholfen, die einräumen. Und währenddem ist sie so mir erzählen und sie sagt mir, hey, weißt du, Steffi, vor ein paar Wochen hatte ich gerade einen Infekt im Auge und du glaubst es nicht. Ich musste in den Notfall gehen, sie haben nicht mehr gewusst, was machen. Sie haben spät reagiert und ich sehe nichts mehr auf dem Auge. Und auf dem anderen Auge sehe ich nur 50%. Und ich bin dort gestanden und dachte, hey, Scheibe, 94-jährige Frau, die alleine wohnt, die alleine ist. Und dann habe ich gedacht, ich sollte für sie beten. Und dann ist gerade der nächste Gedanke gekommen. Letztes Mal hat sie nicht ganz so gut auf den Glauben angesprochen und auf meinen Beruf. Ach komm, ich lasse sie. Und ich habe sie lassen. Und mich hat es ein Stück weit aufgeregt, als ich rausgelaufen bin, dass ich das sie lassen habe. Weil ich glaube, so oft fangen wir doch an, innerlich so Ausreden zu suchen. Wieso das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist. Oder dass Menschen vielleicht nicht offen sind. Oder dass sie gar nicht wissen von dem Glauben. Und wir entscheiden eigentlich schon im Vorhinein für sie und lassen sie gar nicht selber entscheiden. Und ein Stück weit ist doch das so eine Diskrepanz, oder? Wir alle glauben, dass es den Menschen so viel besser gehen würde, wenn sie Jesus in ihrem Leben hätten, wenn sie ihn kennen würden. Und doch tun wir uns so schwer damit, wenn eine Gelegenheit kommt, von dem Jesus zu erzählen oder ihnen etwas Gutes zu tun, oder die Gelegenheit zu nutzen. Und das grosse Problem von dem Ganzen ist Menschenfurcht. Menschenfurcht. Oder wie es der Manni Matter sagt, weil sie Hemmungen haben. Hemmungen, die Menschenfurcht, oder? Und die Frage da innen kommt auf, hey, wie können wir so frei und ein Stück weit auch mutig werden, um zu unserem Glauben zu stehen? Wie können wir Shine Bright ausleben in unserem Umfeld? Und vielleicht sagst du jetzt, ja, ich bin nicht so ein Shine Bright Fan, das ist überhaupt nicht mein Ding. Hey, das ist voll okay. Auch ich würde sagen, das Thema Menschenfurcht, das geht so viel weiter. Es geht ja in jedem Bereich von unserem Leben, oder? Es ist nicht nur bei Shine Bright, wo wir Jesus rausleuchten lassen wollen. Und das wollen wir heute Morgen miteinander anschauen. Und ich hoffe, wir sind dabei, sind ready. Wenn ja, gib einen leichten Ellbogen deinem Nachbarn. Vielleicht falls er schon grösst, ein bisschen mehr. Problematik, Menschenfurcht. Wir schauen gerade mal miteinander an, was das Internet zu Furcht sagt. Ich bin nämlich googeln und ich habe dort gefunden, auf Wikipedia, Furcht ist das Gefühl einer Bedrohung. Sie bezeichnet die Reaktion der Psyche auf eine gegenwärtige oder vorausgeahnte Gefahr. Also Furcht ist das Gefühl von einer Bedrohung. Und die Frage ist ja, woher kommt denn die Menschenfurcht und wie zeigt es sich genau in meinem oder in unserem Leben? Wir alle haben Grundbedürfnisse. Grundbedürfnisse von Liebe, angenommen sein, Zugehörigkeit. Wir haben die Grundbedürfnisse. Wir wollen geliebt werden, oder? Das ist so tief in uns Menschen. Wir sehen das nur schon an einem kleinen Baby. Das will geliebt werden, das will angenommen sein, die Zugehörigkeit von Mami, Papi, Familie. Und das tief verankerte Bedürfnis, das geht nicht einfach weg über die Jahre, sondern es bleibt in uns inne, wie wir geliebt werden wollen. Und durch das Bedürfnis kann so eine Furcht in uns aufkommen. Das ist Menschenfurcht. Menschenfurcht, dass wir nicht geliebt werden, dass wir nicht angenommen werden, sondern dass wir ja kritisiert werden, dass wir bloßgestellt werden, dass wir abgelehnt werden von Menschen. Und aus dem Grund führt es dazu, dass wir uns anders verhalten, dass wir eben geliebt werden. Und das kann so aussehen, dass du vielleicht in einer Gruppe bist und eigentlich wärst du eine sehr offene Person, aber plötzlich wirst du enorm ruhig und getraust dich nichts mehr zu sagen oder zu deiner Meinung zu stehen. Es kann so aussehen, dass du andere Meinungen von Menschen enorm stark gewichtest und deine Meinung gerade zurücknimmst. Du hast eine viel größere Selbstbeachtung, oder? Es kann so sein, dass du sogar lügst, dass du unsicher wirst,
dass du nach Anerkennung strebst. Es kann aber auch zu einem instabilen Glauben führen und es kann einem inaktiv und unentschlossen werden lassen. Und alles in allem bedeutet das, du bist gar nicht mehr dich selber, sondern du bist eigentlich jemand anders, wie du dich verstellst. Hey, Menschenfurcht, das ist so eine Gefangenschaft. Menschenfurcht nimmt uns die Freiheit. Und wisst ihr was, wenn Menschenfurcht aufkommt, müssen wir mal schauen, der Fokus von meinem Gegenüber schweift immer ab zurück auf mich. Plötzlich bin nur noch ich und meine Gefühle und die Gefahr im Fokus. Und nicht mehr mein Gegenüber. Das Gute ist, jede Person kennt Menschenfurcht. Das ist doch noch entlastend, oder? Falls du denkst, oh, bin ich die Einzige, predigt sie zu mir. Jede Person kennt auf irgendeine Art und Weise Menschenfurcht. Die einen haben es mehr als die anderen oder verschiedene Situationen. Und ich glaube, manchmal können wir das schnell als Entschuldigung brauchen oder als eine Ausrede brauchen. Aber wisst ihr was, ich habe eine gute Nachricht für dich heute Morgen. Du hast sie in der Hand. Du hast sie in der Hand. Und du kannst immer mehr frei werden von dieser Menschenfurcht. Wie Gott will, dass du in eine Freiheit kommst. Gott hat noch so viel einen grösseren Plan für dich. Und er will, dass du dort trainieren laufen und nicht musst hinter Gitter sein, von dieser Menschenfurcht gefangen, sondern er hat eine Freiheit für dich parat. Und das wollen wir miteinander anschauen. Wenn wir durch die Bibel durchgehen, vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, hey, es sind so viele Menschen und die haben eine Menschenfurcht, oder? Die zweifeln, die ihr Gegenüber sehen und denken, ui nein, das lesen wir im Alten Testament, wir lesen es im Neuen Testament und jemand kommt mir im Neuen Testament immer gerade in den Sinn. Und zwar ist das einer von den Jüngern, der Petrus, oder? Der Petrus war der, der Jesus auf dem Weg war zum Verhör und zu der Kreuzigung, hat der Jesus 3-mal verleugnet. Er hat gesagt, nein, ich bin kein Jünger aus Menschenfurcht, den Jesus kenne ich nicht und nein, ich habe nichts mit ihm zu tun, wird dann niemals etwas mit ihm zu tun haben. Und der Petrus, der so eine Menschenfurcht hatte, zu dieser Zeit, sehen wir später, ein paar Monate später, wie er in der Apostelgeschichte ganz anders reagiert. Und ich will euch reinnehmen, es ist Apostelgeschichte 3 und 4, und wie es ein recht langer Text ist, will ich euch einen Teil erzählen und einen Teil werden wir miteinander lesen. Es ist nämlich die Geschichte, wo Johannes und der Petrus auf dem Weg sind zum Tempel. Und wo sie auf dem Weg zum Tempel sind, begegnet sie einem gelähmten Mann. Der gelähmte Mann, der ist schon seit Kind auf, also seit er geboren wurde, ist gelähmt, tagtäglich dort und er ist am Betteln. Das ist eigentlich noch ein guter Art, oder? Und er sagt, gebt mir Silber, gebt mir Gold, bitte, 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 ihr bettelt. Und der Petrus schaut ihn an und sagt, hey, wir haben ja kein Silber und kein Gold, aber das, was ich habe, kann ich dir geben. Im Namen von Jesus von Nazareth, steh auf und geh. Was passiert? Der Gelähmte wird geheilt, er merkt, wie Kraft in seine Beine kommt, er steht auf, er fängt an zu jubeln, er kann es kaum glauben, weil er wahrscheinlich er ist noch nie gestanden, nicht wahrscheinlich. Und er ist geheilt. Der Gelähmte ist geheilt worden. Durch die Kraft von Jesus. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn so einer geheilt wird, der jahrelang immer dort sitzt. Es gibt eine riesige Traube von Menschen um den Petrus und den Johannes herum. Oder? Und sie laufen ihnen an, sie gehen in den Tempel, die Johannes und der Petrus, die laufen ihnen an. Und der Petrus denkt, weißt du was, die Gelegenheit, die nutze ich jetzt gerade. Und ich erzähle denen, wer ihn wirklich gelähmt hat. Und er fängt an, zu predigen. Und er redet von dieser Gnade, er redet von dieser Liebe, er redet von Jesus. Und am Schluss sagt er noch, kehrt jetzt also um und wendet euch ihm, dem Herrn, zu, damit er die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlungen auf euch geladen habt. Also recht klar predigt er zu ihnen. Und dann, wo sie so am Predigen sind, plötzlich steht die Tempelwacht da. Die Tempelwacht kommt und sagt, hey, es geht nicht da innen, könnt gerade mitkommen vor den Hohen Rat. Gut, sie sind festgenommen worden und jetzt lesen wir miteinander 5 Verse, wie der Hohe Rat so ein bisschen über die ganze Situation redet, Meinung austauscht und schlussendlich was Fazit ist. Apostelgeschichte 4, 13 bis 18. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte.
Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren, aber sie hatten nichts in der Hand, um ihnen zu widersprechen. Denn der gelähmt gewesen war, stand bei den Aposteln und jedermann konnte sehen, dass er geheilt war. Sie ließen Petrus und Johannes aus dem Sitzungssaal führen, um miteinander über das weitere Vorgehen zu beraten. Wie sollen wir mit diesem Menschen verfahren? Überlegten sie. Es ist nun einmal unzweifelhaft ein Wunder durch sie geschehen. Und alle Einwohner Jerusalems haben davon erfahren. Daher hat es keinen Sinn, wenn wir die Heilung abstreiten. Doch darf sich die Botschaft von diesem Jesus auf keinen Fall noch weiter unter der Bevölkerung verbreiten. Deshalb wollen wir ihnen unter Strafandrohung verbieten, in Zukunft irgendeinem Menschen gegenüber seinem Namen auch nur zu erwähnen. Nachdem sie die Apostel wieder hereingerufen hatten, untersagten sie ihnen mit allem Nachdruck, jemals wieder öffentlich über Jesus zu sprechen oder unter Berufung auf seinem Namen als Lehrer aufzutreten. Also der Hohe Rat hat beschlossen, dass sie die Johannes und den Petrus wieder freilassen. Sie dürfen gehen, aber sie dürfen nie mehr über Jesus predigen, lehren oder nur schon den Namen ins Maul nehmen. Und sie haben ihnen mit einer Strafandrohung gedroht. Das bedeutet, sie würden wahrscheinlich ins römische Gefängnis gerührt werden. Ich weiss jetzt nicht, wie du in so einer Situation wirst umgehen. Aber ich glaube, in dem Moment hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, voll easy. Ist gut, ich sage nichts mehr, aber ich will gehen und will es wahrscheinlich trotzdem machen. Weil, wenn ich mir so das römische Gefängnis vorstelle, dann glaube ich, wäre das nicht der schönste Platz, um dort zu verbringen. Es sind doch nochmal andere Gefängnisse als bei uns in der Schweiz. Aber der Petrus und der Johannes haben anders reagiert. Sie haben gesagt, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Und ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen oder und gehört haben. Also Petrus und Johannes antworten, indem sie sagen, hey, wir können nicht schweigen, wir können nicht ruhig sein von dem, was wir gesehen haben, von dem, was wir erlebt haben. Es ist so gewaltig gewesen, wir können das nicht für uns behalten. Nicht einmal das Gefängnis, mit dem können wir uns davon abhalten oder können uns drohen. Sondern nein, die Liebe von Gott, die Liebe von Jesus, seine Gnade, das treibt sie an, um noch mehr zu erzählen. Und ich habe mir mal überlegt, wie das so in meinem Leben ist und so ein bisschen in meinem Umfeld. Und mir ist plötzlich in den Sinn gekommen, dass ich auch so Freundinnen habe, die sehr ähnlich reagiert haben. Und zwar, wo sie den Alpha-Life-Kurs gemacht haben. Sie haben nämlich die Liebe und die Gnade von Jesus so erlebt, dass sie nicht anders haben können, als von dem Jesus erzählen. Ich habe eine Freundin, ich weiss noch, die hat monatelang, nachdem sie die Liebe erlebt hat, immer wieder, jeden Sonntag Leute eingeladen in den Gottesdienst, wie sie gesagt haben, hey, du musst es erleben, du musst es selber für dich sehen. Die Liebe von dem Jesus, wenn du in dem Worship stehst, ihn anbetest, wie das ist, wenn er dir begegnet. Ich weiss noch, jeden Sonntag denkt, wer bringt sie echt heute mit? Und es ist wirklich unglaublich, wie viele Leute das da in die Church gekommen sind. Oder eine andere Freundin von mir. Hey, sie ist geheilt worden von Depressionen. Sie ist in eine Freiheit gekommen. Und sie hat das teilen. Sie hat doch das nicht für sich behalten. Sie hat die Liebe bei Männern gesucht, über Jahre, Jahrzehnte. Und sie hat mir plötzlich gesagt, hey, weißt du, Steffi, ich habe eine Liebe Jesus gefunden, die ich noch nie erlebt habe. Ich kann doch das nicht für mich behalten. Ich muss das den Menschen weitererzählen. Die müssen das wissen. Und da ist keine Menschenfurcht da. Sondern sie erzählen einfach von dieser Liebe, wie sie es erlebt haben, wie sie es gesehen haben, wie sie es geschmückt haben, oder? Ihr Anliegen für die Menschen war grösser als ihre Menschenfurcht. Und schaut, es geht mir nicht darum, oder man kann jetzt nicht einfach sagen, ja, die haben keine negativen Erfahrungen gemacht bis jetzt, sondern nein, ihr Anliegen war grösser gewesen. Der Mensch, dass der Mensch darf Jesus erfahren. Es ist eine Liebe, die uns antreibt. Es ist eine Liebe, die alle Furcht vertreibt. Und im 1. Johannes lesen wir das. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Eine Liebe von der 100%igen Annahme, von der 100%igen Zugehörigkeit und Bestätigung, wo wir alles finden, wo sich unser Herz danach sehnt. Ich möchte dich fragen heute Morgen, wann hast du das letzte Mal die Liebe so erlebt? Und bist du begeistert von dieser Liebe? Oder ist es vielleicht
selbstverständlich geworden? Über die Jahre, über die Zeit? Oder bist du fast ein bisschen abgestumpft worden, dieser Liebe gegenüber? Ich glaube, wir brauchen jetzt immer wieder so eine zweite oder dritte Begegnung mit dieser Liebe, mit Jesus. Weil die Liebe, die bringt uns in Bewegung. Die Liebe, die schenkt uns eine Betroffenheit gegenüber den Menschen, die die Liebe noch nicht haben und sie eigentlich bräuchten. Oder wir brauchen eine neue Offenbarung, wie gut er ist. So eine neue Begegnung. Und ich erlebe es immer wieder, ein Ort, wo ich so Begegnungen habe, ist im Gebet. Oder wie der Joni gesagt hat, hey, das Gebet, das so eine Kraft hat. Dort erlebe ich und bin ich mir wieder neu bewusst, was ich für eine Hoffnung habe, was für eine Liebe Gott mir schenkt, wer er überhaupt ist, wer ich in ihm bin. Und wisst ihr was, es fängt mich an zu bewegen. Und ich gehe anders aus dem Gebet raus, wenn ich nachher Menschen begegne. Hey, ich sehe sie anders. Ich darf sie mit einem anderen Blick sehen. Und dann ist es nicht einfach ein To-Do. Ich muss nach dem Arbeiten auf Menschen zugehen und die Kärtchen verteilen. Sondern hey, dann kommt es aus einer Betroffenheit raus und ich kann nicht anders. Ich will ihnen ein Kärtchen geben. Ich will sie einladen. Weil ich die Liebe neu erfahren habe. Weil ich die Liebe nicht für selbstverständlich nehme. Und die Geschichte ruft uns zu, uns immer wieder nach so einer Begegnung mit Jesus, nach seiner Liebe auszustrecken. Und ich will das uns allen heute Morgen zurufen, dass wir uns immer wieder nach dieser Begegnung mit ihm sehnen, nach dieser Liebe. Die Liebe erfahren ist das eine. Aber vielleicht sagst du, ja, nach all diesen Jahren, wo du im Glauben bist, du merkst immer noch, dass es herausfordernd für dich ist. Dass Menschenfurcht immer noch recht einen grossen Teil in deinem Leben einnimmt. Und da ist immer noch die Frage, wie werden wir denn wirklich frei von dieser Menschenfurcht? Und ich habe noch ein Zitat mitgebracht von einem deutschen Philosoph, vom Johann. Und der Johann sagt, Menschenfurcht und Menschengefälligkeit sind die zwei gefährlichsten Klippen, an denen unser Gewissen am ehesten Schiffbruch erleiden kann, wenn unser Lehrer und Meister nicht am Ruder sitzt. Also sobald Menschen am Ruder von unserem Lebensboot sitzen und dort Steuer in die Hand nehmen, kommt Menschenfurcht bei uns auf. Und darum braucht es Gott. Gott, der am Ruder sitzt und wo unser Lebensboot rudert und vorwärts bringt. Gott, wo wir fürchten. Und schau, die Gottesfurcht ist das Gegenteil von der Menschenfurcht. Mehr Gottesfurcht macht uns frei von Menschenfurcht. Weil wenn wir Menschenfurcht haben, dann ersetzen wir eigentlich Gott mit einem Menschen. Dann fürchten wir den Menschen so viel mehr. Wir sehen ihn mächtiger, wir sehen ihn grösser, als so viel besser. Wir ersetzen ihn, er ist wichtiger. Und zum Menschenfurcht loswerden, müssen wir stärkere Gottesfurcht haben oder mehr Gottesfurcht haben. Gottesfurcht bedeutet nichts anderes als Respekt vor Gott haben, Ehrfurcht, Achtung. Es wird auch übersetzt im Hebräischen, von uns unterwerfen von ihm und ihn fürchten und ihn hochheben als unser Gott. Und ich würde dich fragen, welche Furcht ist grösser in deinem Leben? Was Gott über dich sagt oder was Menschen über dich sagen? Sind Menschen grösser in deinem Leben oder ist Gott grösser in deinem Leben? Der Willi Meurer hat auch so ein gutes Zitat geschrieben, er schreibt viele gute Zitate. Er hat so etwas Tiefes geschrieben in einem kleinen Satz: Wer vor Gott kniet, kann vor dem Menschen stehen. Wer vor Gott knien lässt und Furcht hat, der kann vor dem Menschen anstehen und hat keine Menschenfurcht. Und ich bringe den Vergleich, wie wenn wir verliebt sind, oder? Ich glaube, normalerweise ist es wichtig, was unsere Familie sagt oder denkt, was unsere Freunde denken. Aber ich bin sicher, euch ist es schon so gegangen, dass wenn ihr euch warm habt, wenn ihr verliebt sind, dann ist es so egal, was die denken, oder? Vielleicht können die einen Eltern da innen das nachvollziehen mit ihren Kindern. Dann ist es so egal. Sondern du schaust nur noch, was dein Schwarm denkt, was er findet, was er sagt. Alles andere zählt nicht, ist egal. Hey, und es ist genau gleich so mit der Gottesfurcht, oder? Wenn wir auf Gott fokussieren, wenn wir auf ihn ausgerichtet sind, dann ist es plötzlich egal, was Menschen denken, was sie könnten sagen, was sie könnten tun. Sondern es geht um ihn, nur um ihn allein. Und die Furcht sagt auch etwas über unsere Identität aus. Je mehr ich meine Identität in Jesus bewusst bin,
desto mehr schrumpft meine Menschenfurcht. Ein Theologe hat sogar gesagt, dass meine Furcht eigentlich ein Gradmesser ist für meine Identität. Das ist eine krasse Aussage, aber ich habe mir das überlegt. Und ja, ich glaube, das stimmt. Und Gottesfurcht geht noch weiter, oder? Es bedeutet nicht nur dem zustimmen, was Gott sagt und das wichtiger halten, sondern bin ich auch bereit, das zu glauben und das zu tun und das auszulaufen. Ich werde in Lukas hineingehen, Lukas 12, und dort ist so ein Abschnitt, wo das Ganze recht bestätigt. Es sind sehr, sehr klare Worte. Ich warne euch schon mal ein bisschen im Voraus. Aber es steht in der Bibel, darum darf ich es bringen. Lukas 12, 4-9. Meine Freunde, ich sage euch, fürchtet euch nicht vor denen, die euch das irdische Leben nehmen können. Sie können euch darüber hinaus nichts anhaben. Ich will euch sagen, wenn ihr fürchten müsst. Fürchtet den, der nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, ihr müsst ihr fürchten. Denkt doch einmal an die Spatzen. 5 Spatzen kosten nicht mehr als 2 Groschen. Und doch vergisst Gott keinen einzigen von ihnen. Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf gezählt. Seid darum ohne Furcht. Ihr seid mehr wert als eine noch so große Menge Spatzen. Wow, hey, ein knallharter Text. So klare Aussagen, aber ich finde es so gut, weil es ist so die Wahrheit, oder? Der Lukas ruft uns zu, hey, Gott will nicht, dass wir von Angst beherrscht werden. Er will nicht, dass wir Angst vor Menschen haben. Es ist ein Gott mit einer grösseren Perspektive, mit einer Perspektive, die über das irdische Leben raussieht. Und ich glaube, manchmal vergessen wir ein bisschen die Perspektive. Das merke ich in meinem Leben. Ich sehe nur noch das Jetzt. Aber wisst ihr was? Für unser Umfeld, für unsere Familie, für unsere Freunde geht es irgendwann auch weiter, nach dem irdischen Leben. Und Gott will mit uns zusammen sein Reich auf dieser Erde bauen. Hey, er will dich brauchen, er hat dich berufen. Und wisst ihr, was mit Berufung immer kommt? Es kommt Befähigkeit. Er hat dich befähigt und er gibt dir alles, was du brauchst. Er rüstet dich aus, um da schon shine bright leben, um da dafür Reich Gottes bauen. Ich finde es so genial, wie da steht, oder? Hey, er sieht alle Haare auf deinem Kopf, er hat jedes einzelne Haar gezählt. Hey, wenn er sogar den Spatzen schaut, wie viel mehr schaut er für dich? Das ist so ein Versprechen, dass er schon in deinem Mann ist, in deinem Übermann ist, dass er dich sieht und dass er mit dir unterwegs ist. Er hat es im Griff. Er hat alles, was du brauchst für den heutigen Tag. Und er gibt dir das. Und ich finde, es ist ein riesiges Versprechen in dieser grossen Herausforderung. Ein riesiges Versprechen. Und um gottesfürchtiger zu werden, müssen wir immer wieder die Versprechen, die Wahrheit über uns aussprechen. Was er sagt und nicht nur aussprechen, sondern auch anfangen zu glauben, in unserem Herzen, das tief sinken lassen. Ich möchte euch zum Schluss noch so 5 Punkte geben, wie wir immer mehr in eine Freiheit hineinlaufen. Wie wir immer mehr von dieser Menschenfurcht in eine Gottesfurcht hineinlaufen. Und der erste Punkt ist es Anerkennen, dass ich Menschenfurcht habe. Es Anerkennen, es Einsehen, weil ohne Einsicht merkt man gar nicht, was man eigentlich ändern könnte. Wir müssen es anerkennen, wir müssen es uns eingestehen. Und manchmal tut es gut, vielleicht sagen, hey, ja, da habe ich jetzt Menschenfurcht. Und da fällt es mir schwer. Der zweite Punkt ist Buße tun und umkehren. Weil, wenn wir Gott am Sonntag so arbeiten, aber am Montag rühren wir alles wieder weg und denken nicht an ihn, handeln anders. Hey, das ist Zielverfehlung. Und Gottesfurcht hat auch damit zu tun, immer wieder Buße tun, vor Gott kommen, sich unterwerfen, dass er unsere Sünden vergeben kann, dass ihm anliegen. Der nächste Punkt ist, hey, beobachte deine Menschenfurcht. Überleg dir, wo es dir schwerfällt. Überleg dir, was du vielleicht extra machst oder was du aus Menschenfurcht machst oder was du vielleicht nicht würdest machen, wenn du keine Menschenfurcht hättest. Beobachte deine Menschenfurcht. Vielleicht, wo wäre ein riesiges Potenzial, das dich zurückhaltet wegen deiner Menschenfurcht, wo du dich einengen lässt von dieser Furcht, wo du nicht in dieses Potenzial kannst reinlaufen oder auslaufen. Fokussiere dich auf Gott.
Wir sehen im Alten Testament so oft, wie Gott zum Volk Israel redet. Gerade im ersten Josua ist es, wo er ihnen sagt, hey, bist mutig, bist stark und fokussiert euch auf mich, weil ich, euer Gott, bin mit euch. Hey, es ruft ihnen das zu, dass sie, wenn ein anderes Volk kommt, wenn ein Krieg herrscht, dass sie sich auf ihn fokussieren. Wenn sie die Riesen sehen, dass sie sich auf ihn fokussieren, dass sie den grössten Gott an ihrer Seite haben, dass er mit ihnen mitkämpft. Und für das brauchen wir Gottes Wort, oder? Das haben wir schon so oft gesagt, aber es ist so wichtig, die Bibel, dass wir mit seinem Wort kämpfen. Und ganz ehrlich, ich muss das immer wieder anwenden. Hey, für mich ist es auch nicht einfach, zum Shine Bright Actions einfach so machen oder zum auf Menschen zugehen, zum auf Nachbarn zugehen. Aber ich muss mir bewusst manchmal die Bibelverse zusprechen. Ich muss mir sagen, hey, weißt du was? Philippa, du Gott, du Jesus Christus, ich kann alles durch ihn, weil er ist der, der mich befähigt und der mich berufen hat. Oder vor ein paar Monaten ist eine Frau auf mich zugekommen, gerade bevor ich hier angefangen habe zu predigen, und sie sagt so zu mir, hey Steffi, macht es dir nicht mega viel aus, da oben stehen, so ausgestellt gewesen, und was denken all die Leute über dich? Und dann haben wir so überlegt, ich dachte, nein, wirklich, ich will mehr Gottesfurcht haben, ich will auf das schauen, was er durch mich euch sagen will, weil er mich berufen hat und er mich befähigt und da geht es null um mich. Aber ich habe so zurückgedacht und gemerkt, stimmt, ja, vorhin war das noch wirklich ein bisschen anders gewesen. Ich bin zum Teil, bevor ich auf die Bühne kam, habe ich mir immer Verse gesagt, mit Timotheus 1,7, hey, Gott hat mir keinen Geist von der Angst gegeben, von der Furcht gegeben, sondern hat mir einen Geist von der Freude, von der Besonnenheit, von der Kraft gegeben. Darum gar nicht ruhen. Und ich bringe die gute Nachricht, weil er es durch mich macht. Oder Epheser, das ist einer meiner Lieblings. Hey, Gott lebt in mir. Der gleiche Geist, der Tote auferstehen lassen kann, der lebt in mir und der wirkt durch mich. Hey, vielleicht musst du dir das auch zurufen, wenn du merkst, so, du stehst immer wieder an. Brauch das Wort Gottes, brauch das Schwert, kämpf damit. Du bist berufen und du bist befähigt worden. Und dann geht es darum, dass wir auch aktiv die Angst zu überwinden, Schritt zu machen, uns herausfordern zu lassen. Weil ich glaube, die Furcht die kann immer wieder kommen. Und wir müssen aktiv Schritt machen. Wir besiegen sie eigentlich nur dann, wenn wir wirklich raussteppen und anfangen zu kämpfen. Ich weiss noch, ich habe vorher noch viel mehr Menschenfurcht gehabt. Und irgendwann hat mich das so gestresst, weil es mich limitiert hat. Und ich habe gesagt, hey, in diesen und diesen Situationen, wenn es wieder kommt, dann gehe ich desto trotz auf das ein und besiege die Menschenfurcht. Dann lasse ich mich herausfordern und ich setze mich dieser Menschenfurcht aus, auch wenn es mega mühsam ist. Und wisst ihr was? Jedes Mal bin ich so zurückgelaufen. Yes, ich habe sie besiegt. Yes, und es war gar nicht so schlimm. So gut, wie cool. Und plötzlich siehst du, dass Menschen berührt sind von Jesus, wie du deine Menschenfurcht besiegst. Und das kannst du auch tun. Das kannst du. Menschenfurcht überwinden, indem wir aktiv wirklich Schritt machen. Für das machen wir auch die Shine Bright Actions, also nicht nur wegen dem, aber das ist so cool, wie man einfach draufkumpen und mitkommen. Oder? Und ich liebe das zum Beispiel auch bei den Teens, die so Shine Bright Actions gemacht haben, oder auch die einen, die Mikro sind, mit dem Joni und mir. Hey, vorher ist es so, okay, gehen wir raus, mal schauen, geht uns ja auch so. Und dann kommen wir zurück und die Augen strahlen, wie wir sehen, was es bewirkt hat, wie es so viel mehr bewirkt hat und der Preis eigentlich kleiner ist. Hey, ich möchte dich ermutigen, um das bewusst zu planen und nicht einfach spontan machen. Ich merke bei mir, wenn es spontan ist, dann habe ich meistens nicht so Lust und fühle mich nicht wirklich dem an, sondern stellen wir uns dem. Und ich möchte dich fragen, wo kannst du vielleicht einen Schritt machen in dieser kommenden Woche, die ansteht. Vielleicht jemanden für das Christmas Musical einladen, für einen Gottesdienst einladen. Und ich verspreche euch dort innen, wir setzen alles dran, dass die Menschen sich wohlfühlen, dass die Menschen sich angenommen fühlen und dass sie eine gute Zeit da haben und dass es nicht irgendwie komisch ist. Vielleicht ist es aber auch in einem ganz anderen Bereich in deinem Leben. Und ich möchte dir noch eine Frage stellen. Ich möchte dich fragen, wie hast du zu Jesus gefunden? Wer hat dich mitgenommen in den Gottesdienst? Weil schau, die Nachfolge kostet immer etwas. Das sehen wir im ganzen Neuen Testament. Es kostet etwas. Es kostet uns einen Preis. Und vielleicht bist du dir nicht bewusst, aber die Person, die dich vielleicht mitgenommen hat, hat es auch etwas gekostet. Vielleicht auch, wenn es deine Eltern sind. Ich glaube, es kostet etwas, wenn mit Kind musst du ankommen. Manchmal wäre es einfacher, um daheim zu bleiben. Aber es kostet etwas.
Und ich möchte dich ermutigen, mit diesen Gedanken, mit diesen Fragen, dir zu überlegen, was ist vielleicht dran bei dir. Und der Heilige Geist fragen, hey, wo kann ich einen nächsten Schritt machen? Und ignorieren wir das Thema nicht einfach, sondern der Gewinn ist riesig. Wie Gott wird dich in eine Freiheit hineinführen. Hey, Freiheit wartet auf dich. Der Gewinn ist lebensverändernd, nicht nur für dich, sondern auch für dein Umfeld. Wenn wir anfangen, in diesem Schritt machen. Wo Menschenfurcht überwunden worden ist, auch schon in der Geschichte. Hey, dort hat sich immer Reich Gottes ausbreitet. Wo Menschenfurcht überwunden worden ist, hat sich Reich Gottes ausbreitet. Wo ist dein Next Step? Ich will zum Schluss beten und ihr dürft gerade alle aufstehen. Und ich will für das beten, was wir jetzt gehört haben. Vater im Himmel, ich will dir Danke sagen, dass du ein Gott bist, der mit uns Reich Gottes hier auf dieser Welt bauen will. Ich verstehe das manchmal nicht, aber ich danke dir, dass du so imperfekte Menschen brauchst und dass du das mit uns machen willst. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns befähigt, der uns das gibt, was wir brauchen. Und ich bete, Herr, gerade in so Situationen, wo wir manchmal das Gefühl haben, hey, nein, das geht nicht, das können wir nicht, dass du uns dort besonders befähigst und dass du, Heiliger Geist, zu uns redest. Vater im Himmel, ich bete für den heutigen Morgen, wo da Menschenfurcht rum ist. Wirklich so ein Geist für die Menschenfurcht. Ich will den brechen im Namen Jesus und bete, dass du da Freiheit muss einziehen, dass Freiheit in unsere Herzen kommt, in unsere Seele kommt, Herr. Ich bete, dass wir für Männer und Frauen sind, die immer mehr verstehen, dass man die Liebe, die Bestätigung, alles in dir findet. Und dass der Gewinn so viel grösser ist, wenn wir mit dir in die Freiheit hineinlaufen. Ich bete aber auch, Herr Jesus Christus, dass du einfach unsere Herzen auch immer wieder berührst und schwer machst für die Menschen, die dich noch so viel mehr nötig haben, Herr. Ich bete, dass du uns einen Blick gibst für Menschen, für unser Umfeld um uns herum, Herr. Ich bete, dass dort, wo Gleichgültigkeit ist, dass du das uns tust mit Betroffenheit, Herr. Ich bete, Vater im Himmel, dass du es dort berührst, wo du uns berühren willst, am heutigen Morgen, dass du, Heiliger Geist, zu uns redest, Herr. Ich danke dir, Vater. Wir strecken uns aus nach deiner Liebe, nach deiner Zugehörigkeit, Annahme. Und ich danke dir, dürfen wir das von dir immer wieder neu, tagtäglich bekommen, Herr. Amen. Amen. Wir gehen jetzt in den Worship-Teil. Die Band nimmt uns mit in das Lied «Lass uns leuchten». Und ich finde so ein super Licht, wie es heisst, «Hey, lass uns leuchten». Und der Gedanke dahinter ist nicht uns miteinander, sondern ich und Gott, dass ich das singe, «Hey, lass uns leuchten». Ich möchte dich ermutigen, sing das. Hey, sing das vielleicht über deine Zukunft. Sing das über einen Montag, über einen Dienstag, dort, wo du Leute einladen willst. Das sind Gebete. Und wir können singen. Ich möchte dich ermutigen. Und wir haben das Gebetsteam, der bereit ist, für euch zu beten, wenn du ein Anliegen hast, wenn du vielleicht merkst, die Menschenfurcht, die nimmt so viel Raum ein. Hey, geh, lass für dich beten, aber auch wenn du ein anderes Anliegen hast, sie sind für alles da.